Das Mann fällt euer Mundabredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Wir sind sehr geehrt, dass wir hier in die Höhle des Löwen rein haben dürfen, was glaube ich sicher nicht jedem erlaubt wird sozusagen. Ich glaube, du hast es gar nicht so gern, gell, wenn man die in deiner häuslichen Umgebung heimsucht. Richtig, vor allem weil man, ich glaube seit 20 Jahren eigentlich am Einziehen sind und einfach nicht dazu kommen, dass wir uns gut bürgerlich hier irgendwie einrichten. Das wird wahrscheinlich überhaupt nie mehr der Fall sein. Ich darf die anderen Zimmer gar nicht sehen. Das ist alles, das ist einfach eine Fülle von Zeug, Bücher, Platten. Und egal was du wegtust, das wird trotzdem immer mehr. Ja. Und kann man nichts dagegen machen. Und dann tragt man ja, wie man am Tisch sieht, selber noch zu dieser Fülle und Menge bei. Und das ist, so ist es halt. Also das, aber im positiven Sinne, ne? Also hoffen wir es. Ja. Für diejenigen, die es gar nicht wissen, wir sind da beim Karl Ludwig Reichert und der Karl Ludwig ist für mich einer der absoluten Pioniere, ich sage mal Mundart Rock, Mundart Folk, Mundart Blues. Das sind so die 3 ersten Dinge. Ihr wart in die 70er Jahre, warst du glaube ich der Erste, der wirklich einen bayerischen Protestsong gesungen hat. Kann gut sein. Kann man so sagen? Ja, ne? kann man sein und kann man so sagen. Und zwar war das schon vor Sparifankerl. Ich bin ja Protestmusiker sowieso, weil ich war in der Schulmusik sowas von wahnsinnig schlecht. Hätte nie gedacht, dass ich jemals was mit Musik zum Tor hätte. Bis irgendein Lehrer im Gymnasium mal gesagt hat, macht's doch mal eine Band. Und haben wir tatsächlich eine Schülerband gemacht, haben Stones nachgespielt, kann ich mich erinnern, wahrscheinlich entsetzlich, aber wir sind öffentlich auftreten und haben selber komponiert. Tolle Methode, fast John Cage. Wir haben alle Akkorde, die wir gewusst haben, wir auf jeden einzeln auf einen Zettel geschrieben, in einen Hut reingeschmissen, 3-mal umgerührt und 5 rausgezogen. Und aus dem, was da passiert ist, haben wir dann Musik gemacht. Und ich habe dann später einen Text dazu geschrieben. Englisch, damals noch. Und dann haben wir ja, dann sind ja die Sachen umgegangen mit deutschen Protestliedern, Degenhardt, Biermann, wie er noch halbwegs gut war, Neuss und solche Leute. Und hat uns auch gut gefallen. Und habe aber irgendwann gemerkt, dann waren wir 3 Freunde, der Hans Zischler, der Schauspieler und der Lukas Liebl und meine Wenigkeit. Wir haben uns zum Musikmacher getroffen, privat, und haben also Bob Dylan nachgespielt und halt die ganzen Hausheiligen, und wir haben uns ziemlich gut schon auskennt damals. Und dann kam irgendwann, nicht sehr viel später, eigentlich so die Idee bei mir, wir haben daheim bayerisch geredet, logischerweise, obwohl der Vater auch Schwaben war, aber der hat das gut gelernt. Und also Baden-Württemberg, genau, der ist integriert worden. Ja, ich habe überhaupt, ich habe eine Linie ins Elsass und eine Linie in die Schweiz. Die Mutter die Schwester von meiner Mutter ist nach Zürich gegangen, also ganz früher. Ich war auch mal dort, so mit 3, 4 Jahren, ich bin zurückgekommen, ich habe nur noch Schweizerdeutsch kennen, wochenlang, dann habe ich wieder Bayerisch gelernt. Aber ich verstehe das alles, also alemannische Dialekte verstehen und ziemlich gut, und die Verwandtschaft in Ehingen ist ja auch noch da, und da ist schon Kontakt. Und also mundartlich war sowieso immer ganz selbstverständlich und natürlich, und da hat man halt Ingolstädter Dialekt, Schanzerisch geredet. Da gibt es Leute, die verdienen da inzwischen viel Geld damit, gewisse Komiker. Die reden genauso, wie man in Ingolstadt halt gescheit geredet hat. Ich kannte das auch, aber ich habe das nie gemacht. Und das ist aber völlig okay, weil es hat sich auch auf meine ersten Mundartgedichte dann auch ausgewirkt, weil zum Beispiel dieser Spruch, er mit der langen Zehe, mit der langen Hackelnasen kannst du nicht schon aus den Nasen blasen. Das ist ein typischer Ingolstädter Straßenspruch. Ne? Den habe ich einfach aufgeschrieben, und den hat es unter uns Kinder unendlich, haben wir mit Begeisterung den zitiert. Ne? Und
Gibt es noch ein paar andere, die man immer wieder. Das ist auch was, was sich, glaube ich, sehr durch dein Werk zieht. Das haben wir vorher beim Herfahren drüber geredet, da ist das ungezogene Kind. Weil Sparifankerl ist ja nicht nur der Teufel, sondern auch das ungezogene Kind. Ja. Und du hast, glaube ich, auch in deinen Büchern immer wieder mal so dieses rebellierende, ungezogene Kind. Das ist da der Beamtenfahrer durchgeschlagen ein bisschen, ne? Gar nicht. Im Gegenteil, die Revolution eher da, oder? Ja, ein bisschen die Revolution gegen den Beamtenfahrer, so meine ich das das ja. war Das aber erst, bürgerliche normale das war erst später. Das war, ich weiß nicht, wo ich es genau her habe. Ich denke, es kommt ein bisschen von der Mutterseite, das Rebellische. Ich habe auch zwei Onkel gehabt, die waren auch ziemlich wild drauf, die ich auch sehr gern mögen habe. Und dann hat ja die Großmutter bei uns gewohnt, die hat viel so gewusst, so Sprache. Wenn mir jetzt gerade noch was eingefallen da hat nochmal so ein Spruch gegeben: Servus, drei Quattel, wie geht's deiner Kattel, wie geht's noch deinem Hund, seid ihr alles gesund. Und das sind so Sachen, das war bei uns daheim sprichwörtlich, das hat man halt immer wieder mal verzeiht. Und das hat mich sensibilisiert, glaube ich, für die sprachlichen Sachen da. Die schöne Reimfähigkeit ja, der bayerischen und die Sprache. Kinder, ich weiß auch nicht, also zieht sich tatsächlich durch. Das erste auch hochdeutsche Buch, das ich veröffentlicht habe, heißt Kinderspiele, alte neue Kinderspiele für brave und böse Kinder. Ja genau, brave und böse Kinder, da hast du wieder drin, genau. Das ist so Ein roter Faden. ein roter Faden irgendwo, ja. Aber du hast auch mal ein Hörspiel Ja, genau. übersetzt, Gott heißt es. Oder? Was mit Gott? Habe ich nicht übersetzt. Oder Das hat der was hast Andi du- Ammer gemacht. Oder was der Sprecher? Ja, ich hab mich da zum Thema Gott geäußert. Ja. Da kriege ich immer Fünferl jetzt mal, wenn es gesenkt wird. Aber einen wesentlichen Beitrag, und mit dem Andreas Ammer bin ich ja gut befreundet. Und nein, ich habe, wo dann bei den Kindern bleiben, das allererste Hörspiel, das ich mit Michael Fruth zusammen gemacht habe, da ging es auch um ein Kind gegangen, das war ein Behindertskind, das hat geheißen, was auf, der Depp hört zu. Das war die Geschichte. Da hat es noch kein, wir hätten eigentlich damals so ein Kunstkopfmikrofon schon gebraucht, hat es aber noch nicht gegeben, haben es erst ein paar Jahre später erfunden. Was haben wir gemacht? Weil das war, der Depp hat nicht reden können, der war stumm. Jetzt wie machst du ein Hörspiel in Stereo mit einem Stummer. Du suchst einen Werkstudenten, hängst dir ein Mikro um und lässt ihn einfach durch das Hörspiel laufen. Haben wir gemacht. Sind wir so knapp, weil die Jury noch nicht so weit war geistig, am Kriegsblindenpreis vorbeigelaufen. Und ist auch wurscht, und hat sich der Bayerische Rundfunk jahrelang nicht traut, das überhaupt zu produzieren. Wie wir es dann produziert haben, war es einer zu hart. Dann haben sie es gesagt, das können wir nur mit Diskussionen nachsenden, und wir brauchen einen anderen Schluss. Ich weiß gar nicht, was wir für einen Schluss gemacht haben, aber der war ja noch nicht recht. Das haben wir gemacht und haben eine Operette geschrieben am Schluss. Der Depp ist fort, jetzt geht es uns gut, hat die geheißen. Da haben wir dann die möglichst bekannte bayerische Volksschauspieler, Maxel Graf hat mitgespielt, und ich habe den Namen gar nicht mehr im Kopf, also wirklich die Elite der damaligen bayerischen Volksschauspieler, die haben ja auch alle Singer kennen und einen guten Komponisten, und dann haben wir da eine richtige so 15 Minuten Operette gemacht. Hat ihnen auch nicht gefallen, aber sie haben es dann wenigstens mit Diskussion gesendet. Also ihr wart schon Comedians damals, gell? Ja, wir waren hart drauf auch. Wir wollten einfach, Ja, Comedian ist eigentlich mehr oberflächlich, ne? ja, wir wollten wirklich was anderes. Genau. Es war Sozialsatire und Ja. Sozialkritik, und wir wollten auch was anderes machen. Ja, ihr habt Nein. eigentlich, ihr habt ganz viel anders gemacht und auch ganz viel angefangen, wenn ich bedenke, ihr habt in die 70er muss das gewesen sein mit dem Leitnerhof, oder? Wo Ja, ihr, Mitte der 70er Jahre haben wir Genau. da angefangen. ja, Aber das war davor noch so viel los, weil ich habe ja nie, das ist schon mal losgegangen mit meiner Verleger. Bei mir ist alles untypisch. Alles, was mir im Leben passiert ist so, klingt jetzt wie ein Märchen, ist untypisch. Ich habe mit dem Michael Fruth getroffen, in einem völlig anderen Zusammenhang. Der hat auch Mundartgedichte geschrieben, so ein bisschen formal.
Ausgangspunkt war natürlich wie immer die Österreich-Wiener Gruppe, Artmann. Artmann war das große Vorbild mit der schwarzen Tinten und haben uns überlegt, wie würde das in Bayern klingen. Eben nicht so brot und auseinanderzogen und so schmähmäßig oder so schwarzhumorig oder nur zum Teil zumindest. Gut, dann haben wir es probiert, dann haben wir uns gegenseitig unsere Gedichte geschickt und dann leitet es auf einmal an der Tür. Bei mir steht so ein kleines Mandel draußen. Sagt, ich bin der Verleger, ich habe gehört, du schreibst, hast du was ich verlegen kann? Das war der Friedel Brehm. Ne? Das hat der gearbeitet. Also das war toll. Das war ja so ein völliger Pionier, gell? Ja, ein absoluter Freak und Pionier und wunderbar. Und ein bisschen ein Kauz natürlich, ist ja logisch, wenn du so ein Außenseiter bist, dann wärst du ein bisschen verkauzt. Und ich habe ihn sehr gerne mögen. Das war gar nicht. Und dann hat er sich interessiert, dann habe ich ihm 1, 2, 3, 4, 5 Gedichte gegeben, die hat er auch gleich irgendwo veröffentlicht. Der hat so eine Zeitschrift gehabt, die hat den unzähligen Namen Edelgammler gehabt, wo den her gehabt hat, das weiß ich heute noch nicht. Und später hat er dann eine Zeitschrift gemacht, die hat Schmankerl geheißen, das geht gerade noch. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir nicht ein Buch machen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kenne da eben noch einen. Und dann haben wir ein bisschen an der Nase rumgeführt, haben gesagt, haben wir eine Story auf die Nase gebunden. Es gibt da einen Studenten in Eichstätt, der heißt Benno Höllteufel und der schreibt so komische Sachen. Und dann haben wir einfach eine Auswahl von unseren schlimmen Sachen zusammen da, alles was uns, und das war dieses erste kleine Heft. Und das hat schon ein bisschen eingeschlagen, schau. Fünfte, ja, und das ist nicht sicher, ob es überhaupt die 5. war oder ob er noch mehr gemacht hat, weil da ist dann irgendwann einmal der große Verlag gekommen und hat uns machen lassen. Der Pieper, ne? Und Platte mit Schall. Und dabei? So. Ja, das Format, die haben überhaupt nicht umgekennen. Das war wahrscheinlich auch so eine Pioniergeschichte. Kein Verlag hat gewusst, wie er mit sowas umgehen soll. Rein technisch. Aber auch die Platten haben wir selber zahlen müssen, weil die wollten wir haben. Ne? Die haben uns vom Honorar abgezogen. Aber die Auflage hat sich verkauft und war dann irgendwann. Das ist wirklich eine Vinylplatten, oder? Ja, also Vinylplatten, der 45er. Die haben wir aufgenommen beim Julius Schittenhelm. Der war damals Chemiestudent im ungefähr 38. Semester, hatte aber schon Paul und Limpe Fuchs aufgenommen und für Ohrschallplatten und so ein paar Gruppen. Die Amondyl, die ersten, die Amondyl 1 Sachen. Und der hat einfach, was damals sensationell war, der hat in so einem Flachbau in Schwabing gehaust und in so einem abgetrennten Raum, da hat er 2 Revox-Maschinen stehen gehabt. Das war der Gipfel der Technik damals. Ne? Und da haben wir dann so was Hörspielartiges zusammengebaut für die Platten. Was interessant ist, wenn man das heutzutage antiquarisch sich nochmal holt, was ich manchmal tue, wenn die Platte total zerkratzt ist und abgespielt, das waren die Kinder. Weil das haben sie früh gesagt, gelesen haben die Erwachsenen und die Platten haben die Kinder gehört. Das war völlig in Ordnung. Also das heute auch ist. Das war ganz wunderbar. Das Buch wissen die Kinder gar nicht mehr, was das ist. Naja gut, aber jetzt, die hängen jetzt am MP3 dran, das wird ziemlich ähnlich sein. Also das war einfach ein eigenes Medium, das die Jungen besser beherrscht haben wie die Alten, ganz eindeutig. Naja, und dann ist gleich auch bei dem Kleinen ist dann gleich ein paar Leute aufmerksam worden. Zum Beispiel damals hat man eine satirische Zeitschrift gegeben, Pardon. Pardon, was ich auch noch. Die haben sie dann gerührt, dann haben sie mich auf einmal besucht. Ich muss mir dazu sagen, ich habe damals, weil Wohnen war in München, das war wahnsinnig schwer. Damals habe ich gewohnt in einem Warenlager, das irgendein Verwandten von der Monika gehört hat. Da waren in dem einen Zimmer 2 ein bisschen langweilige Physikstudenten drin, ganz straighte, anständige Leute. Und dann bin ich gekommen. Und dann ist es ziemlich zugegangen.
Der Gipfel war, glaube ich, die Horla-Kommune mit 13 Leuten. Die waren ja berüchtigt damals. Ja, die hat der Langhans rausgeschmissen, Ja, genau. und dann habe ich die Mala irgendwo in München getroffen, die hat mich gleich aufs Korn genommen, und dann sind die bei mir eingezogen. Ja, ein riesen Bett gehabt, Gott sei Dank, weil da haben wir alle 13 drin geschlafen. Und da ist nichts mehr gegangen, braucht es Da ganz wenig, drum. da ist keine Heizung da. Da ist nichts mehr. Das war schon Das war eine, ja, ja, wenn man ein bisschen was geraucht gehabt hat vorher, und dann ist das schon gegangen. Oder rauchen musste, Und damit man überhaupt schlafen es konnte. war eine irre Übung in Disziplin, ja, und ich habe einen Verstärker gehabt, und dann haben wir ununterbrochen Musik gemacht. Meine Nachbarn sind wahnsinnig geworden, das hat mir noch nichts ausgemacht. Und war eine gute Übung für Physiker. Und es hat eine Zeit lang gedauert, vielleicht so 2 Wochen oder so, dann habe ich auch kein Geld mehr gehabt, ich war ja Student. Und habe gesagt, Leute, jetzt ist allmählich Schluss, jetzt müssen wir aufhören. Und die haben ja die Angewohnheit gehabt, da war so ein Küchentisch, so ein alter, mit so einem komischen Belag, das weiß ich nicht genau, was das war, es war kein Strabula, aber so was Ähnliches, wie man früher halt die Küchentisch gehabt. Und da haben die immer so Frühstücksgemälde gemacht, aus Haferflocken, Honig war immer sehr beliebt. Und das war am Schluss so hoch, da kann man heutzutage in ein Museum stehen und Beuys drunter schreiben, und die Sache war also Millionen wert, aber haben wir halt gemacht, und dann auch gegessen? Oder? teilweise Nichts mehr da. war. Kunstwerk Wieder drüber. abgekratzt, Und ins Müsli gebracht. ja, nett, das war einfach alles lustig. Ja. Und wir haben viel Spaß gehabt. Lockere Zeit, oder? Sehr nett. Und Ja. das waren auch ganz liebe Leute, also da muss man überhaupt nichts sagen. Und egal welche Gründe der Langhans gehabt hat, also ich habe es nicht rausgeschmissen, sondern ich hab ihnen einfach gesagt, Leute, jetzt habe ich kein Geld mehr und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Was haben sie gemacht? Haben gesagt, ja, ist okay. Wir haben gehört, irgendwo in Südfrankreich, da spielen die Grateful Dead, da fahren wir jetzt hin. Und dann war 2 Tage später War alle weg. picobello aufgeräumt, alle waren weg, sind wieder Eisenbahn gefahren, die sind ja grundsätzlich so gefahren, die sind in ein Abteil gegangen und haben sie alle irgendwo ins Gepäcknetz gelegt und so. Kein Schaffner hat sie gemacht, Hat sie da nicht drauf, die sind überall hingekommen. Die waren wirklich lustig. Ja. Und tja, Die haben da auch ein bisschen was mitgegeben, oder? Für einen weiteren Weg. So ja, das war eine von vielen möglichen Erfahrungen. Es waren da auch schon noch andere Leute da, zum Beispiel ist dann irgendwann im Zusammenhang bei irgendeiner Mundartdichtung ist der Hans-Georg Beer aufgetaucht, der windigste aller windigen Österreicher. Der hat immer Gedichte zitiert, die garantiert nicht von ihm waren. Ich bin die kleine Mumie und aus Ägypten Kumie und so Sachen. Und war der Verfasser eines berühmten Haschisch-Kochbuchs. Was sich aber daran herauscht, das hat er einfach nur übersetzt. Das hat es eigentlich aus Amerika gegeben, aber er hat dann gesagt, er hat es gemacht und so. Aber er hat es auch kennen, weil er ist dann, irgendwann hat er mich angeredet bei einer Friedel Brehm-Lesung, und dann ist er einmal kurz bei mir eingezogen. Und das Eröffnungsgericht werde ich nie vergessen, das war Hammelfleisch mit grünen Bohnen, Tomaten und einem speziellen Gewürz. Und kann ich nur sagen, das schmeckt himmlisch. Dann habe ich ihn auch eine Zeit lang bei mir wohnen lassen, logischerweise. Und wir haben auch viel dann miteinander zum Tor gehabt in die Anfänge. Wir haben miteinander, zwar hat er unter seinen Namen verkauft, aber im Prinzip haben wir es miteinander geschrieben, dieses nicht ganz unberühmte Hörspiel Erlebnis einer fremden Kultur, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass Rosi und ich ein Duett singen. Die Rosi hat Ziehharmonika gespielt und die Gitarre. Und ich habe es neulich mal zufällig, ich habe gar nicht gewusst, dass ich eine Aufnahme davon habe. Ich habe irgendwo eine Aufnahme davon gehabt. Und das wird ab und zu immer nur wiederholt und zurecht. Also das war auch sehr wegweisend, weil das war halt einfach wahnsinnig früher. Und ja, das ist, glaube ich, bei vielen Dingen, die du so angestessen hast, du hast sehr viel, also hast du so einen Riecher gehabt für Trends, die eigentlich noch sehr weit weg waren. Ja. Also du warst sehr, sehr vor deiner Zeit, mit vielen, oder? ja, ich habe diesen Fehler gemacht, weil verdient haben immer andere.
Ja, aber das ist klar, du musst, das ist ganz häufig so, dass Leute, die irgendwas erfinden. Das ist fast wie beim Valentin, gell? Ja, oder das ist mal eine Nummer zu hoch, da wirst du meine Frau fragen. Aber es ist einfach so, dass Leute, die so weit vorn dran sind bei irgendwas, oft nicht die Früchte dieser Arbeit ernten. Ja, das ist schon sondern so, klar. in dem Moment, wo das breit wird, übernehmen andere, du erfindest eine Masche und das beuten dann andere aber aus bis gnadenlos und so ist der Betrieb halt. Darum mag ich den Betrieb ja auch nicht. Aber du warst dann ja schon wieder eigentlich dem nächsten Ja, eben, das war Trend auf der Spur und insofern muss man ja sagen, darf man dein Alter verraten? ja, warte mal, Du wärst 73 im Juni, ja, ja. genau. Aber du bist lebendig geblieben dadurch, oder? Ja, es Also halt du hast nicht immer wenig, das, man altert nicht geistig. Ja, Ja, das ist, die Gehirnwindungen arbeiten ständig wieder, wenn man vorausdenkt. Ja, Wenn man so weil ein Mensch immer- ist, der immer vorausdenkt. Weil ich eine Angst hat, das was ich nicht aushalte, das ist der mir nicht langweilig wird. Ja. Das war's. Und, Genau. und ich bin da schnell, ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich möchte jetzt eben, ich möchte nicht mein Leben lang nur Konzerte geben. Ich finde es toll, wenn das jemand Das kann. Ich wird mit seiner bewundere Erfahrung, Bob Dylan im 200 Konzerte im Jahr. Ja. Ich weiß aber auf der anderen Seite, ich hätte das nicht physisch nicht durchgehalten. Ich bin nicht so gesund, ich war noch nie so wahnsinnig gesund, war immer irgendwas, war immer schlechte Zähne, Nierenstein, irgendwas war immer, wo ich gesagt habe, ich kann nicht, diese Gewalttouren schaffe ich nicht. Ne? Ich glaube, das ist auch die Psyche verändert. Und ich kann das nur Wenn du punktuell. nonstop Ja, immer nur der bist, der oben auf so einem Treppchen steht ja, und und wollte ich auch nicht. eigentlich ist man ja auch ein normaler Mensch. Wollte ich auch nicht. Mir hat das auch total, mir hat es gelangt, dass ich ein oder zweimal vor 10.000 Leute gespielt habe. Und da habe ich eher gemerkt, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht so. Weil du bist da in einer solchen Machtposition, wenn du sagst, jetzt schaut nach links, dann schauen die Deppen nach links. Dann schaut kein einziger nach rechts. Und das ist, ja, und das ist eine Verführung, weißt? Und also ich sage jetzt was ganz Bösartiges, im Stadionrock ist ein Element von Faschismus. Und das ist nicht nur das liegt nicht nur an die Zäune, die da drumherum sind. Und wir haben ja selber sowas gemacht, wir haben dieses Umsonst und Draußen Festival gemacht. Typischerweise in so einem alten Kiesgruben. Und ich habe dann irgendwann einmal so eine Horrorfantasie gekriegt, dass da oben jetzt auf einmal Wachtürme stehen und die ganzen Freaks von Deutschland sind da in dieser Kiesgruben. Und dann habe ich einen Brief geschrieben an die Freunde von Schneewald, die das gemacht haben, und habe darum gebeten, dass wir aufhören mit dem Zeug. Weil es war damals schon ein Riesenglück, dass nichts passiert ist. Und dann ist nämlich losgegangen, der Spiegel hat geschrieben und der Stern hat geschrieben und dann haben sie geschrieben, deutsches Woodstock und so, und wir haben um Gottes Willen aufhören. Ne? Und Gott sei Dank sind die Leute, die das damals gemacht haben, nicht blöd, weil es waren ja auch Tonsteine, Scherben, Embryo und so weiter, die haben das schon kapiert, um was es geht. Ne? Und dann haben wir aufgehört, da ein zentrales Ding zu machen und haben das dezentralisiert. Es gibt heute noch irgendwo umsonst und draußen, die wissen gar nicht, was wir gemacht haben, glaube ich. Aber es ist gut, dass es das Konzept noch gibt. Das war mir immer wichtig, Sachen zum Erfinden und ich muss da nicht immer den Finger drauf haben, die können sich doch verselbstständigen. Wir haben einen Wanderzirkus gemacht in den 60er Jahren, genau. 100 Fleck. Das ist ja vielleicht auch kreativer, gell, wenn man das seinen Ja, Fluss überlässt. Wie sich ja, das, klar, das soll so doch. ein Projekt bewegt sich und ist Genau. nicht starr und steif. Nein, und muss nicht immer von denselben Leuten dominiert werden. Das ist doch, ich sage ja immer, der Literatur ist wurscht, wer es schreibt, der Musik ist egal, wer spielt. Es geht nur darum, ob es gut oder schlecht ist, aber der Musik ist es wurscht. Ja. Und die Leute selber nehmen sie, meiner Meinung nach, nehmen sie viel Leute selber viel zu wichtig oder werden dann so künstlich wichtig genommen und sind sie überhaupt nicht. Und da muss man halt so viel Selbstironie oder Selbstkritik aufbringen, dass man sagt, ja, also gibt schon immer noch ein paar andere. Also ich sage auch immer, der beste Freund von Schriftsteller ist der Papierkorb. Da halten sich auch viele Leute nicht dran. Ja. Ich kann einfach nichts damit anfangen, wenn man ich nenne keine Namen, aber wenn man einer 350 Mundartlieder gibt, ja, die lese ich nicht. Weil da lese ich vielleicht zwei und dann merke ich, naja, die anderen werden genauso sein und dann lassen wir es. Ja. Und das ist einfach,
Die Masse warum arbeitet so jemand nicht an einem oder zwei Lieder jahrelang, so wie es unser einer tut? Es gibt immer was zum Verbessern, es gibt immer was zum Verändern, es gibt immer was zum Feilen. Ich darf am liebsten meine Bücher nochmal korrigieren, ne? nochmal rausgehen, weil man kann es immer noch besser machen. Und manche Leute sind so schnell mit was halbgaren, mit halbfertigen zufrieden. Und das geht gar nicht um Perfektionismus, sondern das geht einfach darum, ob man es kann oder nicht. Also ich bin ein großer Freund der Improvisation. Das ist auch der Grund, warum ich immer, für mich sogar gefährlich, da habe ich immer einen Text dabei, den richtigen, den ich dann notfalls ablesen kann, weil ich sonst gleich wieder selber was erfinde, noch im Konzert. Also das muss ja auch nicht sein. Ja, aber manchmal ist das passiert. Gefühl, dass irgendwas transportiert wird Ganz genau. mit dem, was du tust. Ja, so in etwa war das. Jetzt, um da weiterzumachen, weil dann ist eben der Hans Nickel von Patronis auftaucht mit dem Feuerstein. Die haben damals eine Schülerzeitung ausgegeben, die ist Underground. Da haben sie dann das erste Mal wahrscheinlich gesehen, was Underground ist. Und wir waren dann ewig befreundet und die wollten mir, und so ein Betrieb, ne? Ich war dann das erste Mal auf der Buchmesse 1970 und habe meine zukünftigen Kollegen gesehen. Dann ist ausgerufen worden, Herr Peter Handke, ist der Herr Peter Handke gekommen mit der Reiseschreibmaschine und halblange Haare. Und ich dachte, aha, so ist das. Schriftsteller. Und dann haben sie bei Patron gefragt, ob ich nicht nach Frankfurt kommen möchte und da Redakteur werden, wollte ich aber auch nicht. Wo ich eine sehr nette Freundin damals auch noch gehabt habe, eine Buchhändlerin in Frankfurt. Aber die haben ja auch so absuchen können. Und also das war alles. Und hast du dann öfter geschrieben für Patrona, oder? Ja, die haben gleich das erste hochdeutsche Buch, das haben sie gleich illustrieren lassen, noch extra, und haben das abgedruckt, ganz im Pardon. War ja nicht so wahnsinnig viel Text. Und dadurch ist. Und dann haben wir mit dem Hans-Georg Beer zusammen zum 250. Absturz vom Starfighter, da ist jetzt ja keiner mehr da. Da haben sie ja Milliarden versenkt, diese Idioten. Ne? Ohne ein Teil von unserer Renten drin. Ja, ohne jegliche Konsequenz, ne? Für die Täter. Ich weiß gar nicht mehr, wer damals verantwortlich war, aber das ist auch wurscht, weil das sind alle gleich, die Deppen. Und ja, da haben wir einen schönen Artikel geschrieben und ein paar so Sachen. Also das Pardon war immer Anlaufstelle, dann sind sie irgendwann draufgekommen, da war dann so eine Welle von Gesellschaftsspielen. Dann ist der Feuerstein gekommen, der hat uns ja besonders gern mögen. Der hat damals noch für die Olympiapresse und ähnliche Sachen gearbeitet und der hat uns dann so amerikanische Softpornos gegeben zum Übersetzen, die haben wir dann auseinandergerissen, jeder hat ein Kapitel übersetzen müssen. Oh, gibt es da so viel zu übersetzen? Ja, das ist schon gegangen. Ach, Borisch dann. Ja, das war, wie sagt man, easy money. Da waren wir schon sperrig, das hat schon die Musikgruppe ein bisschen am Leben gehabt. Wir haben ja auch nichts verdient. Wir haben ja alle nur, wir haben entrümpelt, wir haben auch beim Entrümpler gewohnt, in der Reitnerstraße. Das war unglaublich irre. Weil da bist du ja die Treppen nicht raufgekommen, das ist ja alles vollgestanden, wenn die wieder auf Tour waren. Und auch da hat uns Feuerstein besucht, glaube ich. Also es war total lustig. Und ich kann nur sagen, der härteste Job, den ich jemals in der Richtung gemacht habe, weil ich habe ja gewusst, als Freiberufler musst eigentlich alles machen. Und das war ja interessant, weil ich mache immer gern Sachen, die ich vorher noch nicht gemacht habe, weil ich ja nicht weiß, ob ich es kann oder nicht. Das ist ein beidseitiges Risiko. Ja, wenn mir einer holt und sagt, mach das, dann kann es sein, dass ich es kann. Meistens kann ich es, aber manchmal kann ich es halt vielleicht auch nicht und dann hat er Pech gehabt. Ne? Aber dann sage ich es ja auch ganz schnell. Aber du suchst dann schon auch die Herausforderung, oder? Unbedingt. Ja, unbedingt. Probier es jetzt. Ja, ich will wissen, ob ich es kann oder nicht. Ich kann euch nur sagen, es war eine der härtesten literarischen Arbeiten, die ich je gemacht habe. Da war irgend so ein Ami-Porno, der war zu kurz. Ich soll was da dazu schreiben. Und ich habe eine wirklich groteske, und das kann man glaube ich schon sagen, wenn man meine Geschichte, ich habe schon Fantasie, in jeder Hinsicht. Aber das war
das war sowas von brutal, weil ich dachte, ich muss irgendwas erfinden, was noch keiner gemacht hat. Natürlich, ne? Ui, und gibt es das? Kann man das Nein, ich habe verzweifelt versucht, im Übrigen, ich weiß gar nicht, ob das jemals dann erschienen ist, weil ich habe verzweifelt versucht, das irgendwann einmal zu finden. Ich habe kein Belegexemplar, weil es hätte mich selber interessiert. Es gibt doch diesen Film mit dem Gerard Depardieu, wo ja, er ja. so poetisch die Frau ja, nein, so, bei mir war es nicht so poetisch, das weiß ich nicht. Das war eher mehr Akrobatik. Oh mein Gott. Ja, ja, das war halt damals in der Zeit, da waren so komische Sachen sind da passiert, dann haben sie noch die, so eine satirische Tarzan-Reihe rausgegeben, da haben der Michael Fruth und ich dann auch irgendwann bearbeitet, der ist auch nicht mehr aufzutreiben, ich weiß, und war aber ziemlich komisch, wobei dann, ich meine, alles im Leben hat Konsequenzen und waren die absurdesten. Ein paar Jahre später, ihr werdet es nicht für möglich halten, fahre ich mit der Straßenbahn, und zwar so kurz vor Weihnachten muss das gewesen sein, und dann steigt irgendwo am anderen Ende vom Waggon steigt so eine Hippie-Frau ein. Total so statuarische, überhaupt nicht mein Typ, so statuarisch, ein bisschen mütterlich, nett, aber sehr nett ausgeschaut, so ein bisschen zweimal Liv Taylor in einer Person so ungefähr. Hat mir gut gefallen. Und dann schauen wir uns so, und das war ja damals so üblich, man hat sich angeschaut, haben sich gleich noch angeschaut, die haben nicht aufs Handy geschaut, die haben sich noch angeschaut. Und wenn es zufrieden war, dann hat man sich ein bisschen angelacht. Haben uns also ein bisschen angelacht. Und dann haben wir miteinander geredet, und die kam gerade aus Tibet oder Kathmandu oder was der Teufel woher. Und das war die Tochter von Lex Barker. Wie? Ja. Und du hast gerade am Tarzan gearbeitet, oder wie? Ja, wir haben kurz davor haben wir den Tarzan gemacht. Das sind immer diese komischen Zusammenhänge. Und die hat sich dann auch in den Michael ein bisschen verknallt, glaube ich, und die waren dann miteinander unterwegs. Aber wir haben dann zwischen Weihnachten und Silvester hat es bei uns gewohnt. Und da haben wir viel gute Musik gehört, weiß ich noch, und die hatte natürlich den wunderbarsten Stoff der Welt in so einem kleinen Beutel dabei, so den Abrieb, also das Feinste vom Feinen, und darum erinnern wir uns ansonsten nichts mehr. Und ich hab dann später, mal viel später mal im Internet nachgeschaut, und die war es tatsächlich, also die gab es und gibt es tatsächlich. Ne? Du hast also nicht dran. Die Foster, ja, also das ist schon witzig. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen auf die Musik eingehen und Mundart, weil ich finde, das, was du so gemacht hast, diese Dinge, eigentlich so Sachen wie Spider-Murphy Gang und diese ganzen Bavaro-Rock-Geschichten, die dann später entstanden sind, die habt ihr eigentlich mehr oder weniger angeschoben damals. Oder ihr habt, sag ich mal, den Boden bereitet, auf dem das hat wachsen können. Ja und nein. Ich meine, es gibt schon so eine Traditionslinie, da ich mal sagen, eher von den Hot Dogs zur Spider-Murphy-Gang, auch inhaltlich. Es gibt eine Traditionslinie von uns, die führt immer nach Österreich. Das ist die Worried Man Skiffle Band, die übrigens heute noch spielt, die einen Text von Konrad Bayer aus der Wiener Gruppe veröffentlicht hat und eine Mundart und einen riesen Mundart-Hit gehabt hat. Glaubst du, ich bin blöd, dass ich weiß, wie ich weiß. Ein unglaubliches Stück, kaum mehr aufzufinden, aber wer sich dafür interessiert, die Skiffle, die spielen heute noch ab und zu. Eine absolute tolle Schmähband. Und ich habe dann viel später mal übers Internet ein bisschen Kontakt aufgenommen und mir die Sachen absorgt, weil das ist unsere Traditionslinie. Und überhaupt nichts gegen die Spiders, aber das geht mehr in Richtung Schlager für mich. Das ist guter bayerischer Schlager, wenn alle Schlager so waren, wenn alle Schlager so waren, wie das, was die machen, dann wird es besser ausschauen. Also absolut. Ne? Oder wenn alle Komiker so gut waren wie der von mir absolut hochgeschätzte Friedel Fesel, ne, der ja damals auch, aber das sind andere Baustellen. Und es hat irgendwann einmal viel später einer ganz erstaunt, weil man da akustisch spielt, so, aber ihr seid doch keine Kleinkunst. Und ich habe gesagt, Kleinkunst sind wir nicht.
Ich behaupte auch nicht, dass wir Großkunst sind, sondern wir machen einfach was anderes. Also, wir machen immer wieder was anderes. Und die Inspiration ist aber kaum aus der hiesigen Volksmusik gekommen, die waren so ein bisschen zu lasch damals, zu... ihr habt so amerikanische Musikeinflüsse quasi biovalisiert, oder? So, genau. Also Blues speziell, da waren wir wieder bei diesem am Anfang Rebellion. Am Anfang experimenteller Rock, also das Grateful Dead, Jefferson Airplane, das was da aus halt Kalifornien kommt, das hat einen interessiert und Velvet Underground auf der anderen Seite, die von der Ostküste gekommen sind. Das war die Musik. Hendrix war jetzt in dem Sinn musikalisch keine Inspiration, weil das waren dumme Plagiate gewesen. Also wir haben nie probiert, so zu spielen wie die Dead oder so zu spielen wie Zappa oder Pifat. Nicht nur, dass wir es nicht kennen hätten, sondern wir hätten es auch nicht wollen. Und wir haben sogar jahrelang bei Sparifranca absolutes Bluesverbot gehabt, weil das war nicht das erste, wo jeder hat draufkommen können. Blues mit Bayerisch, da gibt es mindestens 5 Leute, die behaupten, sie hätten es erfunden, von mir aus auch gern, überhaupt kein Problem. Und wahrscheinlich waren Sachen, die wir gemacht haben, schon auch bluesig, aber es waren keine Blues. Also, also das ist bei mir viel, viel später gekommen, dass ich mich überhaupt an diese 12-taktige Form getraut habe und überlegt habe, was ich da noch machen kann. Und das ist nicht viel, ehrlich gesagt, weil in dem Genre ist schon so viel gute Musik gemacht worden und sind so unglaublich gute Sachen, dass eigentlich meine Hauptarbeit da drin besteht, nicht irgendwas Neues zu machen, sondern was zum Lernen, was wahrscheinlich irgendwelche Leute schon in den 20er Jahren viel besser kennen haben wie ich. Also da mache ich mir überhaupt nichts vor. Aber es ist angenehm und ich spiele es gern und es ist im fortgeschrittenen Alter ist es steht so mal gut an. Ja, wenn man nicht mehr auf der Bühne rumhupfen kann, wie ein Wahnsinniger, dann ist das auch genau das Richtige. Und und wie gesagt, ich respektiere wirklich die Kollegen in allen Richtungen, ohne dass ich irgendwas nicht viel mit einer zum Tor gehabt habe. Weil also ich glaube, den Willi Michel habe ich vor ein paar Jahren ein einziges Mal getroffen bei irgendeinem Social Event bei Trikont oder so. Dann haben wir uns freundlich begrüßt und das war es dann aber auch. Und ich glaube, er geht nicht zu mir ins Konzert, ich gehe nicht zu ihm ins Konzert. Ich kenne Konstantin Wecker, ich mag das, was er macht, aber es ist nicht so, dass das meine Musik war, dass das die Musik ist, die mich... Ja, ihr habt immer einen eigenen Weg gesucht. Ja, das ist ja dokumentiert, euer Weg irgendwie. Aber was auch total schön ist, was ich finde, das wissen ja, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber ihr wart tatsächlich die Ersten, sozusagen, die von Minga aus aufs Land in der Kommune zum Sagen. Ihr habt diesen Leitnerhof gehabt da bei. Ja, haben wir immer noch letztlich. Den habt ihr gekauft damals? Oder gekauft? Wer ist da jetzt? Ja, da ist im Moment die Witwe von Till. Der Till ist ja letztes Jahr gestorben und da haben wir jetzt einfach, da müssen wir irgendwann eine Lösung finden, aber da haben wir jetzt einfach mal das Trauerjahr. Lassen wir jetzt da verstreichen und dann müssen wir uns irgendwann mal. Bist du da quasi auch noch irgendwie pekuniär beteiligt? Ich bin da zu einem Drittel Mitbesitzer. Ich bin damals praktisch als Vertreter von der Restgruppe mit reingegangen, habe dann später alle Leute ausgezahlt, die raus wollten. Und da ist noch Cousin von Till drin und Till hat dann eben auch geheiratet. Also da müssen wir irgendwann irgendeine vernünftige Lösung finden. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Wie viel wart ihr? 10 Leute oder so? Am Anfang das war immer ein enger Kern, waren 3, 4, das waren die, und dann drumherum immer Leute, die mit dazugehört haben. Also, aber für die dort ansässigen Bauern, Altötting, die Gegend, da kommen aus Minga Gruppen von 10 Langhaarige die irgendwie und ziehen da zusammen und machen Kommune. Das war ja damals. Die waren neugierig. Haben sie euch nicht irgendwie mit Adeltanzen oder so umgeschossen? Nein, sondern die waren ja neugierig. Die hätten das, die haben die bekannteste Frage war, wann macht es Gruppen 6? Dann haben wir gesagt, ja, jeden Donnerstag von 7 bis 9, aber zuschauen darf keiner. Und
mit solchen Sprüchen sind wir dann ganz gut angekommen bei denen. Und dann haben sie gesehen, dass wir auf dem Hof arbeiten. Wir haben ja den doch ein bisschen renoviert und wir haben eine ganze Schreinerei dort gehabt. Und der Till war ein kleiner Werklehrer, der hat da sozusagen das Kommando gehabt, aber mitgearbeitet haben wir alle. Ne? Und was habt ihr da arbeiten müssen? Oder? Ja, das Geld dazu, das habe ich im Rundfunk verdient. Ich habe 3 Berufe gehabt, eine Zeit lang. Und da habe ich dann irgendwann mal hingestellt am Leithof und habe gesagt, wann war ich das letzte Mal in Urlaub? Dann waren es 7 Jahre. Ich war überhaupt nicht gespannt. Weil, wie gesagt, gejobbt habe im Rundfunk, so genau in der Zeit. Vorher auch schon, aber unverbindlich. Dann habe ich 75 gehabt, auf dem Gang war es noch der damalige Radio-Zündfunkchef gefragt. Das ist damals noch ein Jugendfunk. Ob ich jetzt endlich regelmäßig machen muss, klassische Antwort, ich muss zuerst meine Band fragen. Dann haben sie aber gnädig erlaubt, dann, dass ich alle 14 Tage da was mache. Zündfunk, ne? Ja, hieß damals Club 16 und das ist aber war im Prinzip dasselbe. Und es war für mich optimal, weil ich habe ja noch, eigentlich habe ich ja studiert, Altphilologie und Germanistik hat das damals noch geheißen. Aber nach Lust und Laune und ohne Druck, weil ich irgendwann dann, es hat so eine Idee gegeben, meine Eltern, die wollten, dass du Lehrer wirst, oder? Ja, nein, ja, Lehrer nicht, sondern Oberstudiendirektor war der Plan. Und zwar, mein Vater war ja Leiter vom Sozialamt später in Ingolstadt und der hat mit dem Oberstudiendirektor damals ausgemacht gehabt, dass ich dem sein Nachfolger wäre. Das hätte mir gefallen. Das ist ja fast wie eine Zwangsheirat in der Türkei. Ist voll daneben gegangen. Und aus vielen Gründen. Gründen. Enttäuscht, Nein, gar nicht. Am Anfang ein bisschen, aber ich war ja auch finanziell nicht stark von meinen Eltern abhängig, weil ich habe sehr viel selber gearbeitet. Ja, du hast ja Dinge geschaffen, dass du immer stolz sein Und kannst. wie die Sachen gekommen sind, waren schon Das ist eine große Ehre eigentlich auch. Ne? Ja, wenn einmal ein wie ganz du dann das Schaufenster Geld in Ingolstadt verdienen voll konntest ist mit seiner Kunst und so. mit so einem Buch und so, Ja. wenn er mir also irgendwie doch selber durchbringen kann, das war dann schon okay. Und Hab das dein sonst Papa hat verkraft. gemerkt, dass du deinen eigenen Kopf hast und dass du dir eh nichts Ja, das war eine Zeit lang, Schätze ich mal. das war davor eine Zeit lang hart und schwierig. Also wir haben schon heftige Auseinandersetzungen gehabt, weil wie alle diese Leute aus der Generation, die haben natürlich nicht drüber geredet. Das war das Furchtbare. Die haben überhaupt nicht drüber geredet, was sie im Dritten Reich gemacht haben und so. Viel später hat sich herausgestellt, in meiner Familie auf beiden Seiten alles absolut okay. Und der Vater von meinem Vater, der war so eine Art Kleinstadtkommunist in Schwaben, den haben sie gleich immer ins KZ gesteckt, prophylaktisch. Und da ist mir dann irgendwann klar, wie ich angefangen habe, politisch zu werden. Das war so, da war eine Schule, ich habe die erste Anti-NPD-Demo nicht nur mitorganisiert in der Stadt, da sind alle mitgelaufen, vom Oberbürgermeister bis meine Lehrer, aber ich habe die Rede gehalten natürlich. Und da war jetzt gerade ein paar junge Leute in Ingolstadt, die interessieren sich dafür, diese 68er-Sache, denen habe ich auch reichlich Auskunft geben müssen, ne, weil das wird jetzt auf einmal wieder ein bisschen interessant. Jetzt muss ich nämlich selber demonstrieren am Freitag und vielleicht checken, was da ihre Erfahrungen machen müssen. Ne? Wenn du jetzt zu uns. Asterix. Ja, genau, den Asterix wollten wir Das gern. ist ja eine tolle Wie Sache. kam das? Ja, Zufall, oder? ja, es gibt ja keine Zufälle. Ja. Also ich habe ja gesagt, zum Rundfunk bin ich gekommen, habe ich ein Telegramm gekriegt, ob ich eins von meinen Büchern da drin vorlesen will. Dann habe ich gesagt, ja, lese ich vor, aber die Musik bringe ich selber mit. Und schon war ich beim Rundfunk, mehr oder weniger. Ne? Erste Asterix kommt raus. Asterix habe ich schon kennt, weil ich Verwandtschaft in Paris gehabt habe. Da habe ich das erste Mal Asterix gesehen, auf Französisch. Habe ich die Pudel lustig gefunden. Gut, kommt der Asterix raus auf Bayerisch. Wer macht's? Logischerweise die Biermüsselblasen. Immer die Biermüsselblasen. Ja. Immer die Seiten, ja, ist ja nicht ganz, ist ja überhaupt nicht verkehrt oder so. Hätte ich aber auch gern gemacht. Und was passiert? Ein Jahr später ungefähr, oder 2 Jahre, ruft der Hans Well an.
wir kennen uns ja, sagt, Karl Ludwig, wir haben keine Zeit, wir sollten jetzt den Asterix machen, machst du den auch? Ja, dann habe ich den Asterix gemacht. Und dann sind sie, das hat denen auch gefallen, dann Verlag, dann haben sie gesagt, ob ich es nicht mit jemand anderem machen möchte noch. Da haben sie diverse Vorschläge gemacht und ich habe mich dann für den Udo Wachteitel entschieden, weil mit dem habe ich viel Radio gemacht. Ich habe einen Haufen Radio-Features und zur bayerischen Kultur geschrieben und so. Und da habe ich den Udo gern immer als Sprecher auch gehabt. Und Wurzel zu fix. ja, und das hat total Spaß gemacht. Also das ist natürlich sehr, sehr schöne Sache. Ich habe dann auch wieder was gelernt, weil ich habe vorher noch keine Comics getextet gehabt. Du musst dann mit den Sprechblasen auskommen und so weiter. Ja, und wenn du jetzt, mein ganzes Leben ist so gelaufen. Ne? Wenn du jetzt am 19. Mai zu uns aufs Mundartbreckel kommst, was sagt, bringst du 2 Spätzchen mit, oder? Da bringe ich 2 Leute mit, ja. Und zwar den Perkussionisten Waschbrett, den Grobi und den wunderbaren Andi Sturm. Und das ist auch schon wieder eine Geschichte, weil mit dem Vater von Andi Sturm war ich in der 68er Zeit in der sogenannten subversiven Aktion. Das war so eine spezielle Vereinigung, die sich da in so einem Keller getroffen hat, in Schleißheim, mit ganz prominenten Leuten später. Anita Albus, die wohnt jetzt inzwischen, glaube ich, in einem Schloss in Belgien oder irgendwo. Die ist von Claude Lévi-Strauss dann gefördert und entdeckt worden, schreibt Bücher, auch Kinderbücher, malt mit so Naturfarben, so ganz mittelalterlich. Und die haben wir damals alle bewundert und verehrt, weil wir waren ja die Kleinen, wir sind als Abiturienten mehr oder weniger aus Ingolstadt gekommen. Und da irgendwie durch den Hans Tischler, hat die alle schon kennt, da eingeführt worden. Dann der Dreifach Dr. Schwenter, auch eine Kapazität der Lieder zur Kindertrommel. Den habe ich da kennengelernt und wir waren später durchaus befreundet. Jetzt ist er leider gestorben. Der hat dann eine Professur in Kassel gehabt, wunderbarerweise für abweichendes Verhalten, das hat genau passt, und eine wunderbare Geschichte der Subkultur geschrieben. Also das ist alles so zusammengekommen. Und da sind wir dann in diesem Keller gehockt da waren dann diese kostbaren, heutzutage kostbaren Objekte der Künstlergruppe Spur, die sind da verrottet, weil sich keine Sau für moderne Kunst interessiert hat bei uns. Ne? Und heute kannst du das nicht erzählen. Heute kannst du das nicht erzählen, wenn sie es noch kennen. Die haben sie wahrscheinlich verhorzt. Und jedenfalls, und der Sturm war dann später mal eine Zeit lang Akademiepräsident. Der ist immer mit dem Radl durch Giersing gefahren. Wir haben ja damals noch in Obergiersing gewohnt. Da haben wir Servus! Und später, und jetzt spielen wir mit seinem Sohn zusammen. Das ist doch eine wunderbare Der spielt Mundharmonika. Mundharmonika. Und zwar weltmeisterlich. Geil. Aber darfst du nicht sagen, weil ist er zu bescheiden. Okay. Nein, Der ist da, ist er glaube ich nicht drauf, oder? Habe ich gesehen. Doch. Genau, da ist er drauf. Andreas Sturm. Das ist der Andi. Aber die Platten gibt es nicht. Das war deine zweite Band, gell? Wilde Wackel. Was die zweite oder die dritte? Ja. Dulier war, glaube ich, vorher. Dulier war auch noch. Barifanker, Dulieu, Wilde Wackel. Dulieu, genau, Dulieu war Dulieu ist jetzt auch wieder, da hat jetzt gerade der Bernardin, glaube ich, was auch ein im Der Bernhard Jung ist ja ja, mit dem, der ein hat langjähriger Redakteur. Und ja, ja. Und da haben wir, da war jetzt wieder ein großer Artikel im Mu. Das Mu ist ja immer sehr nett zu uns und jetzt kommen die ganzen alten Platten irgendwie wieder. Die einzigen Blöden sind um es mal klar zu sagen, was mich wirklich verärgert hat, das war dieses Tricom-Buch zum Jubiläum, wo es also fast nur Blödsinn geschrieben haben. Und das, was mich am meisten geärgert hat, war, dass die Monika, die ja immerhin die definitive Karl-Valentin-Biografie geschrieben hat, mit einem Satz gewürdigt wird, die Frau von Karl Ludwig Reichert. So eine Scheiße musste erst einmal einfallen. Also da bin ich wirklich sauer auf die. Und ich habe viel mit denen zum Tag gehabt und habe denen viel geholfen und habe viel da hingebracht, auch von meinen indianischen Freunden und Material mit dem Klaus Bieger zusammen und wir haben übersetzt und alles. Bin ich jetzt stocksauer auf die.
Du warst einmal in Amerika, gell? Ja, ich war in Amerika. Und hast da mit Indianern im Reservat genau. Ja, das war 1973. Da war ich beim Piper Verlag und der Cheflektor, der hat mich recht gern mögen. Und dann hat er gesagt, magst du in die Villa Massimo? So, Betrieb, so geht das halt. Bist beim Bieseln im Kräutern hörst von irgendeinem anderen, wollen sie einen Literaturpreis. Es ist nicht gut. Dieser Betrieb ist wirklich nicht gut. Und habe ich gesagt, nein, mag ich nicht. Habe gar nicht gewusst, ich war wahrscheinlich mit dem Hans-Dieter Brinkmann zusammengekommen, vielleicht hätte ich es auch gar nicht überlebt. Wurscht wie, ich wollte aber gar nicht, und ich habe gesagt, nein, ich wohne da jetzt bei Leuten, die kommen gerade aus Amerika, die haben so eine Art Vorläuferfilm von Koyanis Katzi gedreht, also so einen frühen Öko-Film, einen kurzen, und haben dabei den Floyd Westerman kennengelernt, diesen wunderbaren indianischen Sänger, und haben eine Zeitung mitgebracht, die hat mir so wahnsinnig imponiert. Das war, musst du wechseln? Haben wir noch? Ja, momentan schon, ne? Ja. Haben wir noch, gut. Die Indianer selber gemacht haben, und die war bestand nur aus Beiträgen von den Indianern selber. Also da haben die hingeschrieben und dann ist da draußen eine Zeitung geworden. Das war da irgendwo an der kanadischen Grenze. Und dann passiert wieder Folgendes. Dann sagt der, ja, also, oder drum gegangen, weil das so erfolgreich war, das hat er die ganze Auflage verkauft, Lyrikband, das war ja sensationell damals. Und dann sagt er, wollt ihr einen zweiten Band machen? Und dann haben sie gesagt, nein, da ist das drin, was die besten Sachen von uns sind, warum sollen wir jetzt noch 3 Bände mit den drittschlechtbesten und viertbesten und schlechtesten machen. Muss ja nicht sein. Nein, ich möchte was mit Indianern machen. Hat ihm gefallen, hat gesagt, ja, dann fang an. Und ich gesagt, nein, ich muss da hin. Na klar. Und das war halt damals blöd, weil ich war Student, habe kein Geld gehabt. Der Dollar stand bei 4 Mark. Und ich habe gesagt, gebt mir den üblichen Vorschuss für das Taschenbuch, das deckt die Reise. Und ich gesagt, ja, ist okay, machen wir. Gut, bin ich also stolz geschwellter Plus, da habe ich ein bisschen im Rundfunk gearbeitet, gehe in den Rundfunk, zur Club 16 Redaktion, steht da der Klaus Biegert. Und Klaus macht das immer mit großer Geste. Ha, wie nun? Ein Vertrag mit Rowohlt abgeschlossen, ich fahre nach Amerika zu den Indianern. Da habe ich gesagt, Klaus, wann fährst du? Und dann haben wir uns so angeschaut und gesagt, fahren wir miteinander. Haben wir auch gemacht. Und das war extrem sinnvoll. Ja, weil manches sind schon ein paar heftige Sachen passiert, weil man muss sich vorstellen, das war 1973 im Frühjahr, sind 300 Indianer dann nach Wounded Knee gegangen, an diesen Erinnerungsplatz von diesem Indianermassaker, und die Amis sind angekommen mit einer halben Armee, ne? Typischer wie immer, Panzer, Hubschrauber, Flugzeug geschossen, es waren 3 Leute sind gestorben mindestens, also das ist denen alles... Kleiner Indianeraufstand. Also ja, ist eigentlich nichts verändert dann, das Verhältnis. Selbe Methode wie immer. Und gut, und dann sind wir also da rüber mit Icelandic war glaube ich das billigste, das hat den Vorteil, wir landeten kurz einen Zwischenstopp in Island gehabt, sehr schön. Und dann sind wir da über New York rauf an die kanadische Grenze zu den Leuten, die Zeitung machen. Und dann haben die gesagt, ja, und wen wollt ihr treffen? Und ja, die Rädelsführer, und das war 3 Monate später. Also es war noch sehr frisch alles. Und ich so, ja, dann jetzt da hin und da hin und da hin. Und haben wir auch gemacht. Und dann sind wir immer in Buffalo, in Chicago, in North Dakota, Wells Fargo und überall und sind dann runter noch bis nach Rapid City. Und die beiden Oberrädelsführer, Dennis Banks und Russell Mintz, denen ist es gelungen, dann später zu verschwinden. Die sind nach Kalifornien abgehauen, weil ein Richter, Gott sei Dank, die FBI-Leute im Regen hat stehen lassen, weil die alle dasselbe, weißt du, wieder so standardmäßig, dasselbe ist es bei uns bei den Demos halt auch machen. Ne? Und jeder erzählt dasselbe und es ist alles bloß gelungen. Und der Richter hat zufällig eine Frau gehabt, das ist auch lustig, die hat die Indianer wegen, hat gesagt,
pass auf, diese FBI-Leute, die liegen doch wie gedruckt und da musst du was machen und wenn du nichts machst, dann hast du mich schon gesehen. Ich fliege jetzt nach Hawaii und wenn das okay ist, dann komme ich wieder und sonst bleibe ich in Hawaii. Am nächsten Tag da wieder einer gekommen vom FBI, hat mir in seinem Schmarrn erzählt, da hat er gesagt, jetzt langt's und hat die zwei freigesprochen. Dann sind die sofort ab. Ne? Das war aber ein bisschen später dann. Und wie wir gekommen sind, waren wir beim Rechtsanwalt im Büro. Ich meine, Rapid City ist eine Stadt, da sind die Leute mit dem Revolver an der. Nein, nicht wie in der Westernstadt, ja, sondern halt richtige rumgelaufen. Aber am anderen Ende von der Stadt war schon der erste grüne Laden. Also das war gerade so die Umbruchszeit. Ne? Da war so der erste Ökoladen. Und das war alles sehr spannend. Und dann haben wir bei dem Rechtsanwalt halt gewartet und haben wirklich den Russell Means getroffen und so. Und mit Dennis Banks habe ich noch lange Kontakt gehabt. Das ist noch in die 80er Jahre, ist der vor allem in Berlin auftaucht. Und da haben wir uns getroffen und dann später noch vor ein paar Jahren in München hat er einen Vortrag gehalten an der Uni und dann habe ich ihm das Buch gezeigt, das ich geschrieben habe. Ne? Der Klaus hat ein Buch geschrieben, ich habe ein Buch geschrieben. War recht lustig, aber jetzt ist er leider auch gestorben. Ist ja klar, die waren noch ein paar Jahre älter wie wir. Über den Widerstand, oder? Der Form des Widerstands. Meins heißt, das gibt es sogar im Internet inzwischen. Red Power heißt das, indianischen Widerstand. Und es war halt dann so eine Situation, da sind wir im Oberland gestanden, der Klaus und ich, und dann fiel der klassische Satz, pass auf Klaus, du machst die Indianer und ich mach die Bayern. Weil man hat sich irgendwo, ne, aber das Gute an diesem Kontakt und an dieser Geschichte war, es hat viel bestätigt, was ich irgendwie geahnt habe. Und das, was die Indianer mit Recht gesagt haben, ich habe gesagt, das finden das nett, dass so Leute wie wir da kommen. Wir waren ja die ersten deutschen Journalisten mit Sicherheit. Ne? Obwohl wir gar nicht als Journalisten, wir sind als Touristen gekommen. Klaus hat es beim nächsten Mal, den hat gleich das FBI abgefangen. Und dann haben wir, aber das ist nett, dass ihr euch da engagiert, aber wir kommen schon zurecht. Und das, was ihr machen müsst, ist, dass ihr euer Zeug in Ordnung bringt. Ne? Das hat mir vollkommen eingereicht. Ne? Ja, das ist noch was, Zeug in Ordnung bringen. Das war vielleicht so eine Schiene, weil ich glaube, uns geht langsam das Bandmaterial aus. Du hast irgendwann einmal gesagt, du hast einmal einen Reuter zitiert in einem Interview, wo du gesagt hast, wo er gesagt hat, er hat an Bayern geglaubt, das hat so viel gekostet. Ja, genau. Jetzt du glaubst an nichts mehr, hast du mal gesagt. Dann, ja, so ungefähr. Jedenfalls nicht mehr viel. Nein, ich glaub, dass es immer noch anständige Leute gibt, weil sonst war das alles schon längst in die Luft geflogen. Ich glaube an Leid. Ja. Ich glaube wirklich nur noch an den Anstand von Leid, wo ich immer wieder positiv überrascht bin. Auch immer war, auf meine Trendpreisen oder wo ich auch immer war. Es hat immer Leute gegeben, sogenannte einfache Leute, die überhaupt nicht einfach sind, sondern zum Teil sehr kompliziert, aber hilfsbereit, menschlich, mitmenschlich und sich in der Lage sind, um andere zu kümmern. Und das, was ich probiere, ist, dass ich. Ja, nicht so ganz daneben, ja? Ja, genau. Und das, was ich probiere, mit allem, was ich mache, ist ein bisschen was zurückzugeben. Was Sachen, weil ich halt jetzt ein bisschen das Talent habe, dass ich was formulieren kann, dass ich vielleicht einmal ein Lied mache, das was trifft oder so, und wo sie sich unterhalten können. Das ist meine Art von Dankbarkeit. Und zu der bin ich auch dringend verpflichtet, weil ich habe so viele gute Sachen erlebt. Ja, das merkt man schon. Das absolut. Ja, dass man ein bisschen was möglichst was zurückgeben kann. Auf Mundartbrettel hast du gelegen. Ein ganz kleines Licht, aber. Nein, das ist ja völlig wurscht. Ja, das ist ja eigentlich die schöneren. Ich spiele für 20 Leute genauso gerne wie für 200 oder 2000 sowieso nicht mehr. Und mir ist lieber. Ich kann an jeden sagen, es darf auch jeder gehen, dem es nicht gefällt. Das war immer, das muss eine Freiheit geben, in jeder Hinsicht. Und du gehst nicht mehr, das ist auch das Schlimme an dem Betrieb, du gehst ja nicht mehr, wenn du 100 € Eintritt zahlt hast, dann musst du das ja gut finden, weil sonst darfst du als Depp da stehen, weil du hast 100 € ausgegeben für irgendeinen Hans Wursten, der auf der Bühne rumhupft. Was sagst du zu den Texten der heutigen Comedians, die da im Fernsehen sind?
unterschiedlich qualifiziert. Also es gibt schon ein paar gute, aber es gibt auch welche, wo man sich fragt. wo man sich mehr wie fragt. Also bei Nur schalte ich aus. Also es geht, es gibt Leute, die können keine 2 Minuten hören, andere finde ich durchaus akzeptabel. Ich finde auch die Anstalt eine gute Sendung. Eine der wenigen, die ich noch anschauen kann auf der Ebene, vielleicht manchmal die Heute-Show, wenn es nicht gerade ihr dummes Bayern-Bashing bringen, wobei sie oft recht haben, leider. Das ist eines von unseren Problemen, solange wir so viele Idioten in die Welt schicken, die sich als Bayern ausgeben, solange haben wir es nicht besser verdient. Ja. Nee, aber wer möchte schon Politiker werden? Ja. So gesehen. Jetzt sind wir froh, dass wir das machen, was wir machen. Ja, und ich meine, das ist, was willst du machen? Also klassischer Rolling Stone-Satz, what can a poor boy do? Playing a Rock'n'Roll Band. Ja. Also du machst halt das, was kannst, und das machst du so gut wie möglich. Und wie schon der alte Lateiner sagt, ultra posse nemo tenetur. Das heißt, jenseits seiner Leistungsfähigkeit kann niemand verantwortlich gemacht werden. Ein wunderbarer Schlusssatz. Wir freuen uns unheimlich, dass du zu uns kommst. Das ist eine große Ehre. Das kann ja nur Spaß machen. Schön, persönlich kennengelernt zu haben. Ich komme 5-mal zu euch, wenn ihr wollt, weil das ist mir 100-mal lieber, als mit irgendjemand anonym und zusammen zum Tor. Das Mann fällt euer Mund ab, Bredel, 3 Hollerei.